Herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Theiss. Ich bin Gemeindeleiter hier in Zürich. Und danke vielmals, dass du eingeschaltet hast. Wir haben ein grosses Gebet und ein Anliegen als Kirche für dich, dass du durch diese Message Gott besser kennenlernen darfst. Ja, hey, ich freue mich auch, den Abschluss machen von der Serie. Wir werden nochmal über Jesus reden. Aber zuerst habe ich eine Frage für dich. Und zwar, hast du auch schon mal gesagt, hey, ich hole jetzt nicht den Experten, um irgendetwas zu machen, sondern ich kann das selber. Ich bin nicht angewiesen auf einen, der da professionell ist, sondern ich mache das selber. Vielleicht im Haus irgendetwas Handwerkliches oder so. Mir ist das schon oft so gegangen. Ich mag mich noch erinnern, vor einem Jahr hatte ich eine Predigt da und ich habe zur Illustration ein Sofa gebraucht. So ein bisschen ähnlich wie das da. Wir haben ein Sofa im 2. Stock und ich habe gedacht, das Kleine dort hinten, es ist nicht so schwer, wie es aussieht, das kann ich doch selber abtragen. Da muss ich nicht die Experten holen. Die Experten bei uns für so logistische Sachen, das ist der Jochen Schallenberger, unser Hauswart. Ich habe gedacht, ach komm, das schaffe ich selber. Und zwar, der Jochen hat immer viel zu tun. Ich habe gedacht, ja, ich muss ihn jetzt nicht auch noch plagen mit meinen kleinen Wünschen, die ich habe. Und sowieso, ich kann das selber. Und sonst sagt er mir noch, wie ich es machen muss so, und ich weiss das eigentlich selber besser. Und so habe ich am Sonntagmorgen bin ich in das Räumchen gegangen, im 2. Stock oben bei uns im Haus, habe das Sofa genommen, habe es aufgestellt und dann so ganz, ganz langsam, Zentimeter für Zentimeter, rausgedreht in den Gang und dann zum Lift. Und dann den Lift geholt und dann das Sofa probiert, so in Lift-Höhenweg, in den Lift hineinzustellen. Und plötzlich merke ich, Scheibe, ich muss ja auch noch in den Lift rein. Dann zwang ich mich so in den Lift rein und während ich mich so reinzwänge, höre ich, wie es so vom Fuß vom Sofa aus Metall so einen Kritz gibt irgendwo und ich schaue um, oh nein, Scheibe, jetzt habe ich noch einen Kritz in den Lift rein gemacht. Und so mit letzter Kraft, ich bin dort im Lift rein mit dem Sofa, also das Sofa mit letzter Kraft kann ich noch den Knopf drücken, dass es runtergeht ins Erdgeschoss. Der Lift kommt runter, die Tür geht auf und wer steht im Foyer? Der Jochen steht im Foyer und sieht, wie ich verkrampft das Sofa hebe. Und zuerst war er ganz verdutzt. Was macht der Manu da rein mit dem Sofa? Und dann hat er so ein freundliches Lächeln auf seinem Gesicht gehabt und hat gefragt, Manu, kann ich dir helfen? Und ihr könnt euch vorstellen, habe ich nicht mehr Nein gesagt. Die Situation war klar. Und er geht kurz weg, holt so einen kleinen Rolli, so einen kleinen Teller mit Rolle dran und wir stellen das Sofa draufstellen und mit einer Leichtigkeit haben wir das Sofa da reingebracht, das zweite da aufgeklopft, die Sache war gemacht. Aber ich habe mir und meinen Fähigkeiten mehr vertraut als einem Experten. Ich denke, ihr kennt so Erlebnis auch. Und so ähnlich geht es uns im Glauben an Jesus. Dass wir sagen, ja, hey, Jesus super und Jesus hat so viel gemacht für mich, aber jetzt komme ich in eine Situation, das schaffe ich selber. Oder das muss ich jetzt selber machen. Wir haben in dieser Serie so viel gehört über Jesus, dass er unser Frieden ist, dass er Frieden stiftet in unserem Herz, aber auch in unserer Welt, dass er der ist, der Leben spendet, dass Jesus unsere Erfüllung ist, dass wir mit ihm durch den Tag gehen können, dass er in jeder Situation bei uns ist, dass er für uns alles möchte sein, auch was wir brauchen. Und das klingt so gut, aber dann kommen vielleicht Lebenssituationen, wo man sagt, hey, ich hätte jetzt erwartet, dass Jesus so und so mir hilft, es passiert nichts, ja, dann muss ich halt selber. Und dann fängt das an, wo wir uns selber helfen und so oft in ähnliche Situationen hineinkommen wie ich. Und das ist ein bekanntes Problem. Der Paulus schreibt im Kolosser 2, wir werden das lesen aus Kolosser 2 ab Vers 16 bis 23. Kolosser sind auch so Menschen, die Jesus kennengelernt hat. Jesus hat ihnen vergeben, Jesus hat ihnen ein neues Leben gegeben. Sie sind happy gewesen. Und dann plötzlich merken sie, hey, das Leben mit Jesus ist gar nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Ich habe gemeint, alles wird gut, alles wird easy. Und plötzlich merke ich habe riesige Kämpfe auch in meinem Leben. Spannungen, Sachen, die nicht einfach leicht sind, um damit zu leben. Und die Tendenz war, zu sagen, ja komm, jetzt mache ich es, ich tue irgendwie selber, mir helfen. Und in der Kirche hat es dann so Leute gegeben, die das so gut haben können, dass man gesagt hat, wow, diese Leute respektiere ich. Und die haben die anderen, die nicht so gute Christen waren, so von oben ab behandelt. Und das ist die Warnung von Paulus jetzt an uns.
Darum lasst euch keine Vorschriften machen über eure Ess- und Trinkgewohnheiten oder bestimmte Feiertage, über den Neumondtag und über das, was man am Sabbat tun darf oder nicht. Das alles sind nur schwache Abbilder, ein Schatten von dem, was in Christus Wirklichkeit geworden ist. Also in anderen Worten, die ganzen zeremoniellen Gebote vom Alten Testament sind nicht da, dass wir sie halten, sondern sie hätten auf Jesus hinweisen sollen. Jesus ist der, der die Antwort hat. Lasst eure Rettung deshalb von niemandem in Frage stellen, schon gar nicht von solchen Leuten, die sich in falsch verstandener Demut gefallen, Engel zu verehren und sich dabei stolz auf ihre Visionen berufen. Diese Menschen haben nicht den geringsten Grund, sich derart aufzuspielen. Sie drehen sich ja doch nur um sich selbst und halten sich nicht mehr an Christus, der doch das Haupt der Gemeinde ist. Denn nur von ihm her kann die Gemeinde als sein Leib zusammengehalten werden und gestützt durch die verschiedenen Gelenke und Bänder, dass sie mir als Glieder von dem Leib so wachsen, wie Gott es will. Wenn ihr nun mit Christus gestorben seid, dann seid ihr auch von den Mächten und Zwängen dieser Welt befreit. Weshalb unterwerft ihr euch dann von Neuem ihren Forderungen und lebt so, als wäre diese Welt für euch maßgebend? Weshalb lasst ihr euch vorschreiben, du darfst dieses nicht anfassen, jenes nicht essen und musst dich von ganz bestimmten Dingen fernhalten? Sie alle sind doch dazu da, dass man sie für sich nutzt und verzehrt, essen und trinken. Warum also lasst ihr euch noch Vorschriften von Menschen machen? Möglich, dass manche, die danach leben, den Anschein von Weisheit erwecken. Schließlich glänzen sie mit ihrer selbsterdachten Frömmigkeit, geben sich dabei auch noch bescheiden und schonen bei asketischen Übungen ihren Körper nicht. Doch das alles bringt uns Gott nicht näher, sondern es dient ausschließlich menschlichem Ehrgeiz und menschlicher Eitelkeit. Was der Paulus da beschreibt, ist so das typische Bild von Religion. Religion im Sinn, was muss ich machen, dass Gott zufrieden ist? Was muss ich halten, dass Gott mein Leben segnet, dass es mir gut geht? Und natürlich, wir heutzutage, wir sind jetzt nicht mehr so stark jüdische Speisgebot am Einhalten und du darfst ja kein Schweinefleisch essen, sonst ist Gott böse auf dich und so Sachen. Oder du musst am Samstag Gottesdienst feiern statt am Sonntag, weil der Samstag ist der Sabbat im Alten Testament. Oder esoterische Ritual wie eben Engel verehren. Das ist nicht so das Thema bei den meisten Leuten in unserer Gesellschaft. Aber wir haben den gleichen Hang zum religiös sein, zum etwas zu tun, wo Gott uns nachher gnädig gestimmt ist. Das haben wir genau gleich. Ich mag mich erinnern, als meine Mami krank war, schwer krank war. Und sie hat einfach nicht gesund werden. Wir haben gebeten und scheinbar hat das wie nichts genützt. Und dann haben gewisse gutmeinende Christen gesagt, hat zu meiner Mami gesagt, vielleicht ist einfach noch etwas in deinem Leben, das du bis jetzt noch nicht erkannt hast. Irgendeine Sünde, die du noch nicht zugegeben hast, dass du sie da hast. Und wenn das bereinigt wäre, dann würde dich Gott nachher gesund machen. Und es ist das Schema, was muss ich tun, dass Gott nachher reagiert auf mein Handeln? Was muss ich tun? Oder vielleicht hast du in der Kleingruppe jemanden, der finanzielle Schwierigkeiten hat und man sagt ihm in der Kleingruppe, hey, wenn du nur den Zehnten gibst, dann wirst du nie mehr finanzielle Probleme haben. Du musst nur das tun, dann kommt alles gut. Und es gibt so viele Beispiele, die wir aufzählen könnten. Vielleicht eine Freundin von dir, die bedrückt ist, die immer wieder mit schwermütigen Gefühlen zu kämpfen hat. Und du sagst, hey, vielleicht musst du mal bei deinen Eltern, ihrer Vergangenheit oder deine Grosseltern haben sich vielleicht etwas zu Schulden kommen lassen. Und wenn das geklärt wird, dann könnte Gott dich segnen. Oder jemand, der in einer Sucht drin ist und du sagst, hey, du musst einfach mehr dich disziplinieren, du musst dich einfach mehr zusammenreißen. Und es ist immer das Schema, du musst. Das ist Religion. Jetzt die Sache, dass wir uns richtig verstehen. Gebet ist nichts Schlechtes, Disziplin ist nichts Schlechtes, der Zehnte geben ist nichts Schlechtes. Aber in unserer Tendenz verleitet es uns immer dazu, und es wird negative Auswirkungen haben in unserem Leben, wenn wir sagen, ich verlasse mich mehr auf das, was ich tue, als dass ich mich auf den Experten verlasse, Jesus Christus. Und ein paar von diesen Folgen habe ich euch aufgeschrieben, so negative Auswirkungen von Religion. Das erste Mal, wir werden stolz auf unsere Leistungen. Also wenn wir es schaffen, diszipliniert zu sein
Oder wenn wir es schaffen, regelmäßig zu beten oder so, den Zehnten zu geben, dann werden wir stolz auf unsere Leistungen. Ich bin ein guter Mensch und wir sagen Gott, wir sagen es vielleicht nicht so, aber hey Gott, du kannst schon zufrieden sein, dass du mich hast in deiner Mannschaft, oder? Das ist schon noch gut. Oder hey, was wäre die Welt ohne mich? Wir werden stolz auf unsere Leistungen, auf unsere Nächstenliebe, dass wir einen Beitrag leisten zu unserer Gesellschaft. Und was automatisch auch passiert ist, wir schauen dann auf andere Menschen runter, die nicht so diszipliniert sind oder nicht so ein gutes Herz haben. Wir fangen an, Menschen zu verachten. Und die dritte Auswirkung ist, wenn wir nachher scheitern an unseren Vorsätzen, dann verstecken wir es gerne verstecken. Wir verstecken unser Versagen, damit niemand sieht, wer wir wirklich sind. Es wäre schade um unseren guten Ruf. Ich bin so ein guter Christ, soll ja niemand melden und meinen, ich sage etwas anderes. Oder auch, wir haben Angst um den Ruf von Jesus. Oder wir haben Angst um den Ruf von der Kirche. Es könnte ja noch jemand herausfinden, dass nicht alle Christen so gut leben, wie sie sollten. Und dann verstecken wir die Sachen, man sagt dem Heuchelei. Das sind so die negativen Auswirkungen von Religion. Und gerade im Bereich der Religion, wir kennen das. Immer wieder hören wir es von die grossen Fernsehprediger, die zu Hunderttausenden reden und sagen, so sollst du leben und setz dein Vertrauen auf Jesus und die Gnade von Jesus und er hat mich verändert. Und plötzlich kommt raus, wie der Prediger lebt in seinem privaten Leben, dass er seine Frau betrogen hat mit der Sekretärin oder was auch immer. Und man merkt, Religion scheitert, die guten Vorsätze scheitern. Und ganz ehrlich gesagt, wir müssen gar nicht irgendwo zu den Fernsehpredigern nach Amerika rüber schauen oder so, sondern das ist so eine Realität in unserem Leben, das Ideal haben und scheitern. Ich habe letzte Woche mit einem jungen Mann geredet, der in unserer Gemeinde war und austreten ist und gesagt hat, hey, er hat mir gesagt, Manu, weißt du, wie viele junge Leute das enttäuscht sind über die Kirche? Weil entweder die Eltern oder die Leiter, die Kleingruppenleiter in der Kirche ihnen gesagt haben, wie sie leben müssen, was sie alles machen müssen, aber selber haben die Leiter oder die Eltern nicht gelebt und haben es versteckt. Und die Leute sind enttäuscht, sind gegangen, fühlen sich betrogen. Es ist nicht nur ein Phänomen der Religionen. Ich glaube, wir kennen das aus dem Leben, aus dem Alltag, auch in der säkulären Gesellschaft. Da hast du humanitäre Organisationen, und wir müssen jetzt keinen Namen nennen, aber die sagen, hey, wir helfen den Armen und wir verbessern die Welt und ich finde das super. Aber nachher hört man, dass Gelder veruntreut worden sind, dass Gelder nicht dort angekommen sind, wo du sie als Spender hast hinbringen. Wieso? Weil Menschen gescheitert sind an ihrem Ideal und ihr Ego und ihr Wohlstand oder was immer das ist, ihre Bedürfnisse sind wichtiger. Politiker, die reden über die Zukunft von unserem Land oder die Zukunft der Welt und nachher kommt raus, wie sie persönlich Menschen verachten, wie sie mit anderen Menschen umgehen. Und dann wir, die das hören und sagen, wir würden es viel besser machen als die jetzt in Bern sind oder die im Stadtrat sind. Das Verachtende, die Herausforderung. Menschen, die für den Weltfrieden gehen demonstrieren, nachher kommen sie zurück in ihre Wege und streiten darüber, wer sein Ämtchen nicht gemacht hat, weil er ein fauler Sack ist. Wir kennen doch die Spannungen, dass wir Ideal haben und so oft daran scheitern. Wir finden das Problem in unserem Text in Vers 23. Es heißt, doch das alles, also all die religiösen Bemühungen, ist ohne jeden Wert beim Kampf gegen die Befriedigung der menschlichen Selbstsucht. Das Problem ist nicht in unserem Umfeld, in unserer Welt, das Problem ist in unserem Herz drin. Schlussendlich geht es uns so fest um uns. Der Luther sagt, sie sind nichts wert und befriedigen nur das Fleisch. Ein alter Ausdruck, den die Bibel nutzt für unser altes Wesen, für unsere menschliche Ehrgeiz, unsere Selbstsucht. Im Römer 8, Vers 7 heisst, dass unsere menschliche Natur gegen Gott ist, ganz grundsätzlich. Und sie hat sich dem Gesetz Gottes nicht unterstellt und sie kann es auch nicht. Unsere menschliche Natur kann auf kurz oder lang nicht Gebot Gottes halten und sie will es auch nicht, weil wir wollen unabhängig sein von Gott. Wir wollen selber bestimmen, was gut und schlecht ist für uns. Wir wollen es selber tun. Und als ich so nachgedacht habe über die Kraft in unserem Leben, wo wir sagen, hey, ich will es eigentlich gut machen und doch scheitern wir so oft, ist mir die Geschichte in den Sinn gekommen
Herr der Ringe. Und in dieser Geschichte geht es um den einen Ring, wo Menschen sagen, hey, ich will den Ring und die Kraft von dem Ring, ich will das brauchen, um Gutes zu tun. Oder ich will den Ring brauchen, um mir Geltung zu verschaffen. Und zu spät merkt jeder, der den Ring braucht, merkt zu spät nicht, ich brauche den Ring und kontrolliere den Ring und brauche seine Macht, sondern der Ring kontrolliert mich und unterwirft meinen Willen sich selber. Und er betrügt mich und am Schluss scheitere ich. Und es ist so ein Bild für unser Herz, wo wir sagen, zuerst meinen wir, hey, mit meiner Kraft kann ich das tun. Ich kann die Welt verändern, ich kann die Welt besser machen. Und dann fängt Stolz sich aufhäufen in unserem Herz und Verachtung anderen Menschen gegenüber. Und plötzlich merken wir scheitern selber. Unser menschlicher Ehrgeiz, unsere Selbstsucht hat uns im Griff. Das Bild von dem Ring. Und wir wissen es alle, da ist so viel Verachtung, nicht nur in der Kirche, sondern auch in der Politik, in unserer Gesellschaft, auch in Familien. Wir fühlen uns besser als andere. Oder unsere Ethnie, eine Ethnie fühlt sich besser als eine andere. Und gleichzeitig in unserer Gesellschaft sehen wir das Scheitern. Wir sind wie ohnmächtig, wo wir sagen, hey, ich mache immer wieder die gleichen Fehler, ich gerate immer wieder ins Gleiche rein. Und Menschen betäuben die Schuldgefühle, die sie haben, indem sie trinken oder Medikamente nehmen oder Menschen, die sich ritzen, um den ganzen Schmerz und das ganze Versagen von ihrem Leben zudecken. Weil wir keine Antwort haben auf die Kraft in unserem Leben, die uns abzieht. Und die Bibel sagt, es gibt eine Antwort im Vers 20, heißt, ihr seid mit Christus gestorben. Und er hat euch aus den Händen der Mächte dieser Welt befreit. Hey, Jesus ist die Antwort auf unseren Stolz, auf unsere Selbstsucht, auch auf Heuchelei in unserem Leben und Scheitern in unserem Leben. Jesus ist die Antwort. Jetzt sagst du, hey, wie befreit uns Jesus von dieser Macht? In Römer 8 lesen wir nochmal, es steht dort, wir sind alle gescheitert am Gesetz von Mose oder unseren eigenen Vorsatz. Und deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war. Jesus hat unsere Natur angenommen. Er hat nicht gesagt, ich komme als etwas Besseres und spaziere locker durchs Leben, sondern er hat unsere Natur angenommen. Er hat gefühlt, wie es ist, Versuchung zu erleben. Er hat gefühlt, wie es ist, dem Stolz, der Selbstsucht, dem Ehrgeiz, der Heuchelei ausgesetzt zu sein. Jesus hat das Leben gelebt wie wir, aus Fleisch und Blut. Und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. Um es ganz klar zu machen, Jesus hat nie gesündigt, aber er ist uns so näher gekommen als Mensch. Er ist so stark in unser Menschsein hineingekommen, dass er all die Kräfte, das, was abzieht, was kaputt macht, was stolz macht, was verachtet, er hat das gespürt. Und wir wissen, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, um unsere Sünden zu tragen, um unsere Sünden wegzunehmen, um die Strafe zu tragen für das, was wir falsch gemacht haben. Aber da steht in dem Text, Jesus hat noch mehr gemacht. Er hat unsere Natur, unser Herz, unsere Veranlagung, ich sage es mal so, er hat sich mit dem identifiziert und er ist mit dieser Natur gestorben. Jesus hat die Tendenz in unserem Leben immer wieder, unabhängig zu sein von Gott, Jesus hat das auf sich genommen und ist mit dem gestorben. Und so hat er das alte Wesen, die Selbstsucht, zerstört und besiegt. Ich möchte das Bild nochmal geben mit dem Ring. In der Geschichte Herr der Ringe. Jeder weiß, wir müssen irgendwie die Macht von dem Ringen zu kräften, aber nichts nützt. Der Ring ist immer stärker als alles andere, was sich entgegensetzt. Und die einzige Lösung ist, man muss den Ring ins Feuer hineinwerfen und zerschmelzen. Und nur so kann die böse Macht außer Kraft gesetzt werden. Und genauso ist es bei Jesus. Er hat gemerkt, unsere menschliche Natur wird uns immer scheitern lassen. In Ewigkeit scheitern lassen. Und das Einzige, was Jesus machen konnte, ist zu sagen, ich muss die menschliche Natur und die Selbstsucht, ich muss sie besiegen, indem ich sterbe in dieser menschlichen Natur. In dem Moment, wo Jesus gestorben ist, das ist der Sieg für dich und für mich. Zu sagen, wow, wir kommen ein neues Wesen über. Und wir werden in der Ewigkeit nicht sündigen, weil wir ein neues Wesen haben. Und weil das Alte zerstört und besiegt worden ist. Das ist der Sieg von Jesus für dich und für mich.
Jetzt sagst du, das ist ja vor 2000 Jahren gewesen. Wie wird das für mich relevant? Wir lesen im Kolosser 2, 11 bis 12, durch eure Zugehörigkeit zu Christus wurdet ihr von eurem alten Wesen abgetrennt. Das heißt, wenn du sagst, ich möchte mit Jesus verbunden sein, dann wird auch dies alte Wesen wird besiegt, stirbt in den Worten der Bibel. Und du kommst ein neues Wesen über. Das, was an Jesus passiert ist, sein Tod, wird zum Tod für deine Selbstsucht und für deinen alten Mensch. Und so wie Jesus neues Leben bekommen hat von Gott und du verstanden ist, kommst du ein neues Leben über. Ein Leben, das nicht mehr bestimmt ist von dieser Selbstsucht, sondern von der Liebe von Jesus. Und das Einzige, was es braucht, ist, zu sagen, ich möchte mit Jesus verbunden sein, in seinem Sterben, in seinem Begrabensein, in seinem wieder lebendig werden. Ich glaube an Jesus. Ich glaube, dass das, was er gemacht hat, auch für mich gilt. Das ist das, was wir in der Taufe ausdrücken. Ich freue mich, wenn wir wieder eine haben in diesem halben Jahr. Wo Menschen sagen, hey, so wie ich unter Wasser gedrückt werde, so stirbt mein alter Mensch, so stirbt mein altes Leben. Und meine Selbstsucht soll nicht mehr Einfluss haben auf mein Leben, sondern jetzt lebe ich für Gott. Und genauso wie wir dich wieder rausziehen aus dem Wasser und du nicht versunken im Wasser bleibst, sondern rausziehst, bedeutet das, hey, Jesus schenkt mir ein neues Leben. Du hast ein neues Leben in Jesus. Und das Einzige, was du tun musst, ist, ich glaube an Jesus. Ich vertraue auf die Experten. Ich vertraue nicht auf meine eigenen Kräfte. Ich möchte noch 3 Auswirkungen geben, wenn du das Leben mit Jesus suchst, wenn Jesus darf dein Experte sein, wenn du auf Jesus vertraust, anstatt auf deine Kräfte. 3 Auswirkungen. Das erste ist das, du musst dich nicht mehr länger über deine Leistung definieren. Das ist so etwas Befreiendes. Wenn du Gott gegenüber nicht musst sagen, hey Gott, du hast gesehen, ich bete viel und ich lebe gut und ich zahle den Zehnte und jetzt bitte Gott, mach doch etwas für mich und ich hoffe, du bist mir gnädig gestimmt und liebst mich immer noch. Sondern dass Gott sagt, hey, ich liebe dich so oder so. Ich liebe dich, weil Jesus dir ein neues Wesen gegeben hat. Ich liebe dich bedingungslos, nicht wegen deiner Leistung. Das hat eine riesige Auswirkung zum Beispiel auf deinen Job. Dass du sagst, mein Job wird nicht meine Identität. Ich muss mir meinen Wert nicht holen bei der Arbeit oder was andere Leute über mich denken, was ich geleistet habe. Sondern mein Wert kommt davon, dass Jesus sagt, hey, ich darf ein Kind von Gott werden. Ich bin angenommen von Gott. Ich bin geliebt vom Vater. Das ist meine Identität. Übrigens, wenn du so denkst im Job, wirst du wahrscheinlich ein besserer Arbeitnehmer sein. Wenn es dir nicht um dich, dein Ego, deine Identität, deinen Ruf geht, sondern du kannst einfach helfen, arbeiten, mitdienen. Weil du nicht abhängig bist. Wow, das ist meine Identität. Ein Leben, wo nicht länger, eine Identität, die nicht länger durch Leistung definiert ist. Ich möchte einen kurzen Test geben, wie du dich kannst fragen oder wie du merkst, ob das schon eine Wahrheit ist, die in deinem Leben drin ist. Beobachte mal die Gespräche, die du führst. Wie stark geht es in den Gesprächen, die du redest, um dich selber? Und wie stark kann es in den Gesprächen um andere Menschen gehen? Das Problem ist, wenn wir denken, hey, irgendjemand muss mich doch bestätigen und sagen, dass ich gut bin und wir sagen, dass ich es gut mache, dann suchen wir in den Gesprächen immer wieder uns herausheben. Und es geht um unsere Leistungen und das, was wir geschafft haben oder das, was wir gemacht haben oder dort, wo wir leiden oder dort, was uns schlecht geht, dass alle Leute sagen, oh, was bist du für ein Armer oder wow, das hast du so gut gemacht. Und wir zehren von dem für unseren Wert, anstatt dass wir sagen, hey, der Vater liebt mich, der Vater hat mich angenommen, ich bin ein Kind Gottes. Das ist das, was für mich zählt. Das ist Freisetzen für dich im Leben. Ich möchte einen Vers mitgeben, wenn du merkst, du kämpfst mit dem. Vers aus Johannes 1,12, wo es heißt, allen, die Jesus aufnahmen und ihm Glauben schenkten, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und sie steht nicht fertig, sondern es heißt, das werden sie nicht durch natürliche Geburt. Dein sozialer Status kann dir nicht Wert und Identität geben. Nicht menschliches Wollen oder Machen, sondern weil Gott ihnen ein neues Leben gibt. Wenn du ringst mit dem, nimm dir den Vers aufs Handy und an den Spiegel daheim oder an den Kühlschrank oder wo auch immer, wo du siehst, du willst sagen, hey, was zählt in meinem Leben, ist, Gott hat mich angenommen, Gott hat mich geliebt, Gott hat mir vergeben, Gott hat mir ein neues Wesen gegeben. Ich bin Kind
Gottes, ich bin eine Tochter Gottes, ich bin ein Sohn von Gott. Die zweite Auswirkung in deinem Leben ist, du kannst anderen Menschen in Demut begegnen. 2 Tage nachdem ich die Predigt geschrieben habe, ich habe das Skript schon fertig gehabt, bin ich am Heimfahren, komme in unser Quartier rein, links und rechts Schnee noch auf der Straße, leider ist der jetzt weg, aber dort hat es noch viel Schnee gehabt. Und ich komme rein und da kommt mir ein Auto entgegen und ich denke, super, im Rang kommen wir aneinander vorbei, sonst muss einer von uns 2 zurückfahren. Und was macht der Autofahrer? Er schneidet die Kurve und steht direkt vor mir und tut so, wie wenn ich jetzt zurückfahren und ihm Platz machen. Und ich habe gedacht, du Blöde. Ich rede jetzt nicht weiter. Aber ich habe mich genervt. Ich dachte, was bist du für einer? Wieso bist du nicht auf die Seite gegangen? Wieso haben wir nicht eine Lösung gefunden? Wieso muss ich jetzt zurückfahren? Und dann bin ich zurückgefahren an die nächste Kreuzung, um ihn auszuweichen. Innerlich stinkesauer. Und ich habe es dann noch, als er vorbeigefahren ist, habe ich noch übergeschaut, so, das machst du eigentlich falsch. Und in dem Moment spüre ich, wie Jesus zu mir redet und sagt, über was hast du Predigt geschrieben? Vor 2 Tagen. Was ist genau das, was dich so beschäftigt für unsere Kirche? Okay, Jesus, der Stolz und andere Menschen verachten und sich selber so gut fühlen. Aber weißt du, was passiert ist? Ich habe keine 2 Sekunden müssen irgendwo mich schämen oder mich schlecht fühlen oder sagen, Jesus, ja, ich mache es besser und so. Sondern ich habe in dem Moment gewusst, ich bin ein Kind Gottes. Das ist das, was den Unterschied macht. Jesus klagt dich nicht an. Er erinnert dich daran, hey, lebe nicht in dieser alten Natur, in dem alten Wesen, wo es um dich geht. Lebe in dem Neuen hinein. Und ich habe es erlebt in den nächsten Tagen, dass es mir einfacher gefallen ist, weil Jesus dran bleibt an dem, weil Jesus das bestärkt in unserem Leben. Er will nicht, dass wir so bleiben, wie wir sind, aber er wird uns nie anklagen. Und wir haben die Identität. Und wenn du das hast, kannst du anfangen, anderen Menschen zu dienen. Dann geht es nicht darum, wer ist der Chef, wer ist oben, wer ist unten, die Hackordnung, die wir so gerne haben, sondern du kannst sagen, hey, ich kenne meine Biografie. Wenn du nur halb so schlimm bist wie ich, dann bist du immer noch viel besser als ich. Ich kann dir dienen, ich kann dir mit Respekt begegnen. Das ist das, was wir brauchen, um zu sagen, hey, ich bin ein Sünder und alle, mit denen ich zu tun habe, sind auch Sünder, wir sind auf der gleichen Ebene. Wenn ich etwas bekomme, dann ist es Vergebung, dann will ich doch die Vergebung weitergeben. Jesus hat mir gedient, wieso soll ich nicht auch anderen Menschen dienen? Und du kannst wirklich einen Unterschied machen mit deinem Leben, wenn es nicht nur um deinen Status geht, sondern weil du sagst, hey, ich bin von Gott angenommen. Macht einen riesen Unterschied. Und drittens und letzte Auswirkung, du kannst Gottes Gebot befolgen aus Liebe und nicht aus Pflicht. Ich habe am Anfang gesagt, Selbstdisziplin, Gebet, Zehnte geben. Und wir könnten noch vieles auf. Das ist nichts Schlechtes. Aber von unserer menschlichen Natur tendiert es immer dazu, dass wir entweder stolz werden oder längerfristig sowieso, dass wir scheitern. Aber jetzt, wo du weißt, du bist angenommen und Jesus hat dir vergeben und du hast eine neue Natur, kannst du die Gebot brauchen, um Jesus deine Dankbarkeit zu zeigen. Wenn du vielleicht am Schluss vom Gottesdienst Kollekte gibst, dann ist es nicht, ich muss und ich beeindrucke Gott, sondern ich liebe Gott. Ich bin dankbar für das, was Jesus in meinem Leben da hat. Ganz eine andere Art, Gottes Gebot zu halten. Dafür sagt in den Psalmen, ich liebe deine Gebote. Und dort möchte Gott uns hinführen. Ich habe ein paar Regeln in meinem Leben, die ich mir selber auferlegt habe, die nicht in der Bibel stehen. Oder strenger sind als das, was die Bibel sagt von unserem Lifestyle. Sissi und ich, wir haben uns gesagt, hey, wir werden vor dem Heiraten werden wir nicht zusammen in die Ferien gehen. Das steht nicht in der Bibel. Geh nicht zusammen in die Ferien mit einem Verlobten oder einer Freundin. Das steht nicht in der Bibel. Aber ich habe gesagt, hey, will ich Jesus lieben und will ich um die Tendenz von meinem alten Mensch weiss, will ich Sachen umgehen, wo ich irgendwo in ein Risiko hineinkomme, dass ich nicht so handle, wie es Gott will und mit der Sissi schlafen, bevor ich verheiratet bin. Zum Beispiel. Oder wir haben uns gesagt, hey, wir möchten jedes Jahr ein bisschen grösseren Betrag geben als das vergangene Jahr, wo wir spenden, wo wir grosszügig sind, wo wir Menschen beschenken. Das steht nicht in der Bibel, dass du das so machen musst. Aber wir haben gesagt, hey, das ist etwas vom Wesen von Jesus. Und das haben wir uns selber gegeben als einen Maßstab. Wir machen das nicht aus Pflicht, sondern aus Liebe. Das Dümmste, was ich machen könnte, ist, dir zu sagen, du darfst nicht in die Ferien gehen mit deiner Freundin, du musst immer ein bisschen mehr Zehnte geben, jedes Jahr, oder einfach grosszügig sein mit anderen Menschen, oder meine Regeln dir auferlegen. Dann kommen wir wieder in die Gesetzlichkeit hinein, in das Kontrollieren von anderen Menschen. Nein! Wir machen das, weil wir frei sind. Wir machen das, weil wir Jesus lieben. Wir machen das, weil wir dankbar sind für unser neues Leben. Verstehst du das?
Gebot von Gott anfangen zu lieben, anstatt Pflicht. Ich möchte schliessen mit einer Geschichte, sehr bekannte Geschichte. Ein Mann hat 2 Söhne gehabt. Der eine Sohn hat gesagt, Vater, ich wäre froh, du wärst schon tot. Dann könnte ich dein Erbe haben. Und das Erstaunliche passiert, der Vater gibt ihm das Erbe. Der Sohn verprasst in seinem unabhängigen Leben, in seinem freien Leben, verprasst er alles Geld, er lebt, wir würden heute sagen, er lebt ein unmoralisches, ein verantwortungsloses Leben, er macht Beziehungen kaputt, er ist korrupt. Und ein paar Jahre hat er Erfolg, aber nachher merkt er, hey, mein ganzes Leben ist gescheitert. Und was macht er? Er sagt sich, hey, ich will zurückgehen zu meinem Vater und will ihn um Verzeihung bitten. Und dann passiert das Zweite Erstaunliche in der Geschichte. Der Vater wartet auf ihn. Der Vater kommt ihm entgegen. Er sagt ihm, hey, komm heim. Ich möchte dir wieder alle Rechte geben von meinem Sohn. Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Komm, wir feiern eine riesen Party. Der zweite Sohn hört das und ist stinkesauer. Und trötzelt und kommt nicht an die Party. Und weißt du, was der Vater macht? Er geht zum zweiten Mal raus. Er geht zum zweiten Mal seinem zweiten Sohn entgegen und sagt, komm doch rein. Komm doch feiern. Alles, was mir ist doch dir. Du hättest jederzeit feiern. Und er ringt ums Herz von seinem zweiten Sohn, der so stolz ist und der so runterschaut auf den unmoralischen, den Nichtsnutz. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, kann es sein, dass du einer von diesen 2 Söhnen bist? Kann es sein, dass du dein Scheitern, dein Versagen ist dir jeden Tag vor Augen? Du weißt, dass du dein Leben bis jetzt nicht so gelebt hast, wie es du hast wollen oder wie es Gott hat wollen. Du merkst, wie die Tendenz nach oben da ist. Und der Vater sagt dir heute, komm zurück zu mir. Und ich weiss, dass gerade viele ältere Leute sagen, hey, das ist doch so Heuchelei. Ich weiss, ich habe mein ganzes Leben ohne Gott gelebt. Ich habe immer wieder gesagt, ich brauche Gott nicht. Und jetzt sollte ich am Schluss von meinem Leben noch angekrochen kommen und plötzlich sollte mir Gott alles vergeben. Das ist doch nicht stimmig. Aber weißt du, was ich dir sage? Jesus ist für dich freiwillig als Kreuz, hat sein Leben gegeben für dich. Du sagst, du bist das ganze Leben weg gewesen von Gott. Ja, Jesus hat sein ganzes Leben gegeben für deine Schuld. Es ist nicht heuchlerisch zum Kommen. Es ist nicht zu spät zum Kommen. Jesus möchte, dass du seine Vergebung annimmst. Der Vater wartet auf dich mit offenen Armen. Er liebt dich kein bisschen weniger als vorher. Komm zurück zu ihm. Aber vielleicht fühlst du dich auch wie der zweite Sohn. Und das ist vielleicht fast schwieriger. Weil du weißt, ich bin ein guter Mensch gewesen. Ich bin so ein guter Christ gewesen. Ich habe alles da. Vielleicht bist du der immer wieder ausbaden muss, was andere angerichtet haben. Du bist geduldig und freundlich und hilfsbereit, zumindest gegen aussen. Ist alles tipptopp. Aber in deinem Herz weißt du verachtest andere Menschen. Du erhebst dich über andere Menschen. Du sagst gegen aussen, hey, wenn alle so wären wie ich, hätten wir jetzt so eine böse Welt. Aber du kennst dein Scheitern. Du weißt um deinen Stolz. Hey, und der Vater im Himmel kommt dir heute entgegen und sagt, komm zurück. Komm zurück, lass deinen Stolz los. Das, was du selber hast probiert zu machen, lass los. Lass Jesus deine Lösung sein. Lass Jesus dein Leben sein. Dass du deiner Selbstsucht so kannst sterben, wie Jesus am Kreuz gestorben ist. Dass du kannst Leben haben von Jesus. Und wir wollen miteinander beten. Jesus, danke, dass du da bist. Dass du daheim bist bei den Leuten, die im Livestream sind, unten in der Lounge, und dass du jetzt Herzen berührst. Du weißt, wo wir stehen. Und deine Liebe ist so groß, dass du uns entgegenkommst. Vater, dein Herz schlägt für uns, auch wenn du weißt, wie wir sind. Dein Herz schlägt trotzdem für uns. Ich bitte dich, Vater, dass du an keinem vorbeigehst. Ich danke dir, Vater, dass du jetzt mit Menschen ringst
Was ihnen schwerfällt, um sich eingestehen, hey, ich muss Jesus anlassen, ich kann es nicht aus eigener Kraft. Befreie du Menschen von einer falschen Identität. Befreie du Menschen von Schuld heute Morgen. Befreie du Menschen von Perfektionismus. Befreie du Menschen von einem Stolz in ihrem Leben oder einer falschen Demut. Wo sie sagen, nein, bin nicht ich gewesen, ist alles der Herr gewesen. Aber eigentlich sehnen wir uns nach Bestätigung. Schauen auf Menschen an, befreie uns von dem. Lass uns eine Kirche sein, wo wir sagen, hey, wir sind die Geringsten und dienen allen anderen Menschen. Weil wir gleichzeitig Kinder Gottes sein. Heiliger Geist, du wirkst fein an unseren Herzen. Verurteilst uns nie. Wie du mich nicht verurteilt hast im Auto, so verurteilst du niemanden, der jetzt zulässt. Lass Menschen die Freude spüren von der Umkehr, vom Loslassen. Jetzt muss ich es nicht mehr länger im Griff haben. Jesus kämpft für mich. Jesus hat den Stolz besiegt. Jesus hat mein Scheitern auf sich genommen. Jesus hat mir ein neues Leben gegeben. Und ich möchte noch mit Menschen beten, die sagen, ich habe noch nie Jesus in mein Leben eingeladen. Ich habe mich noch nie so mit Jesus verbunden, dass sein Tod auch das Ende kann sein von meinem alten Leben. Und seine Auferstehung kann der Anfang sein von meinem neuen Leben. Ich habe das noch nie gemacht. Ich möchte dich einladen, dass du heute Morgen kannst mit mir beten kannst. Wir wollen zusammen den Vater bitten, dass er dir ein neues Leben schenkt. Es ist nichts Schwieriges. Jesus hat es da für uns. Jesus wünscht sich, dass wir ihm vertrauen und ihm die Ehre geben, dass er die Nummer 1 kann sein in unserem Leben. Wenn du das möchtest, dann bete doch jetzt auch mit mir. Du kannst sagen, Jesus, mir ist bewusst worden, dass ich bis jetzt ohne dich gelebt habe und dass ich getrennt bin von dir. Jesus, bitte vergib mir meine Sünden. Und ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Jesus, komm in mein Leben und verändere mich so, wie du mich haben möchtest. Danke, Jesus. Amen. 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 Wenn wir miteinander aufstehen, auch wenn du daheim bist, darfst du aufstehen. Hey, wenn du die Entscheidung getroffen hast für Jesus, hey, ich freue mich riesig mit dir. Das ist ein Anfang von einem befreiten Leben, von einem freigesetzten Leben, von einem guten Leben, von einem Leben mit Jesus. Vielen Dank, bist du dabei gewesen. Wir hoffen, dass die Message dazu beitragen durfte, dass du Jesus besser kennengelernt hast. Übrigens, wir würden uns auch freuen, von dir zu hören. Über unsere Website kannst du gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Wenn du spürst, dass so Botschaften ein Segen sind für andere oder du uns möchtest unterstützen, dann bete doch für uns. Und du darfst gerne auch spenden. Wir haben verschiedene Möglichkeiten über SMS, über Twint oder natürlich auch über das gute alte Online-Banking. Vielen, vielen Dank für das, was du tust, damit wir den Dienst weiter tun zum Segen von vielen Menschen. Danke nochmal, du bist heute dabei gewesen. Gottes reicher Segen mit dir.